Moving. Moin. Geht da was?
Mahlzeit namens Koic. Koic. Namens Koic. Auch nicht schlecht. Guten Morgen beieinander. Mr. Day Zero, merci dir für dein Resub im 18. Monat. Der hat 1,5 Jahre schon voll. Wahnsinn. Ach, du musst du das immer bei der Anmoderation machen? Kannst du das nicht einmal 2 Sekunden später machen? So, Day Zero, merci dir für dein Resub im 18. Monat. Danke dir. Weiterhin viel Spaß und weiterhin willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast gut genächtigt. Optio, danke dir für deine 17 Monate. Auch an dich ein herzliches weiterhin willkommen und weiterhin viel Spaß, I guess. Danke euch. Danke euch. Und weil wir auch Hobbytiere. Guten Morgen. Ja, ich hab mir jetzt spontan dazu entschieden. Guten Morgen beieinander, Dabat 1 Herz, Dabat 1 GSC Hub, Dabat 1 Servus. Was ich sagen wollte, ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, vor der Spätschicht heute noch einen Stream zu machen, bis keine Ahnung, 11:30 oder so. Ripsy, danke dir für deinen Resub im 5. Monat. Guten Morgen beieinander. Danke dir, Ripsy, den wünsche ich dir natürlich auch und weiterhin willkommen in der Bazi-Gang und viel Spaß mit Teambox. Vielen lieben Dank. Leute, chillt's wieder, ja. Es ist nur Samstag, es ist nur spontaner Stream, wir müssen jetzt nicht eskalieren anfangen. Birgit Habitäre, schnell vom Auto sagen, mir ist gerade ein Knopf von der Hosen gerissen. War aber eh schon. Ja, Booker ist jetzt wahrscheinlich semi-optimal, Birgit. Rest in peace, Mr. Hosenknopf. Oh wow, ich hab voll vergessen, dass ich da ein wenig was schreiben wollte. Privat im Discord oder was? Oder wie meinst du jetzt das? Nein, die Hosen rutscht. Ja, lieber die Hosen wie. Ist wurscht. lieber das als wie was anderes. Ja, aber pressier nicht. Ja, du kannst es ja trotzdem schnell schreiben. Ich lese es dann nach dem Stream auf alle Fälle. Das ist kein Stress nicht. Wenn's ist, wir können uns auch noch schnell einen Ball kurz zusammen machen, wenn's wirklich war. Also, ich bin halt flexibel. Also relativ flexibel. Rabat ist jetzt beim Pferd. Und ich werde jetzt wahrscheinlich, bis dass ich in die Arbeit gehe, mein Legend vor dem PC halten. So gesehen. Du hast auch nicht mehr hergekriegt, ist gut. Okay. Ja gut, nein, wie gesagt, leite einfach durch, wenn es ist. Genau. So, ich habe mir jetzt dazu spontan entschieden, wir spielen heute in Wulong weiter. War da eigentlich wahrscheinlich morgen auch geplant. Ich will jetzt das Spiel langsam fertig bringen. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe langsam Lust auf was Neues. Und Wulong zieht sich doch schon ganz schön hin die letzte Zeit. Wir haben da vor einem Boss hängen geblieben, der wo scheinbar nicht ohne ist. Den haben wir letztes Mal nicht mehr ganz umhauen können. Es wird wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen dauern, weil ich jetzt über eine Woche nicht Wulong gespielt habe. Oder wann habe ich das jetzt gestreamt? Am Mittwoch? Nein, nicht Mittwoch, Montag. Müssen wir mal schauen, wie lange wir brauchen. Also das war jetzt zumindest mal das Ziel für den heutigen Stream, dass wir einen Lubu umklatschen. Genau. Ob wir das dann schaffen, müssen wir dann noch mal schauen. Ja. Was gibt's sonst Neues? Der Dampfi und ich haben wir momentan auf der Suche, oder ich glaube, wir haben uns schon auf ein neues Projekt eingestellt. Wir werden definitiv so ein Multi machen. Wir müssen aber noch schauen, wann wir das machen. Wahrscheinlich irgendwann nächste Woche, keine Ahnung. Muss ich nur mal mit am schmatzen. Aber Community, oder was heißt, ein Koop-Stream mit dem Dampfi steht nach wie vor. Also das ist nicht aufgehoben. Ne? Genau, ansonsten, ja gut, ich muss halt in Spätschicht um 2 bis um 8, weil pressiert. Allerdings habe ich mir schon überlegt, ob mich nicht spontan um 3:2 das schon so stark drückt, dass ich leider nicht in den Tag gehen kann. Mal schauen. Keine Ahnung. Und sonst habe ich eigentlich dabei nichts Neues. Morgen gibt es auch einen Stream in der Früh. Allerdings dann erst eine halbe Stunde später. Was wir dann dort rein, weiß ich nicht. Es kommt darauf an, wie weit wir heute in Wulong kommen. Wahrscheinlich werden wir heute und morgen Wulong spielen, eben weil ich heute jetzt das Projekt langsam fertig bringen möchte. Genau. Stream heute ungefähr bis 1:30 in etwa, 1:30, und dann muss es für den Samstag passen. Bierzeit Steve, Habitäre, grüß dich gut.
Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Guten Morgen. Ja, schon Zeit nicht mehr gelesen. Schön, dass du hierher findest. Oder wieder hierher findest, so muss man sagen. So. Ich werde das bitte mal da umziehen. Dankeschön. So, wo man da mal leise hätte, fast so. Ich muss einmal schauen, ob ich jetzt überhaupt. Okay, ja, passt. Alles gut bei dir? Ja, selbstverständlich. Weißt du selber, es sind schlechte Leute, die geht's aber eh gut. Aber so passt schon alles. Auf alle Fälle. Nächste Woche, Freunde der Sonne, geht Tennissaison an bei mir. Das heißt, die Sonntagsstreams werden dann etwas rarer werden. Ja. Und da müssen wir schauen, wie wir das dann Streamzeiten technisch handeln, weil ich habe ja noch, wie ihr alle wisst, eine Baustelle haben. Und ja, müssen wir schauen, wie wir das unterbringen oder wie ich das unterbringe. Aber irgendeine Lösung werde ich da schon finden. Da bin ich jetzt einfach einmal so offen und behaupte das jetzt einfach mal so. Gut. Wulong, Freunde der Sonne. Fortfahren. Es war so ein Schneegebiet, da wo uns eine Flagge abgeht. Wieder mal. Ja, also wir haben es immer irgendwie über das ganze Spiel hinweg geschafft, dass uns meistens eine Flagge fehlt. Meistens eine kleine. Die großen kannst du, glaube ich, irgendwie gar nicht übersehen. Genau. Und da unten ist der Boss, der Lubu, in seiner Dämonenform scheinbar. Den haben wir ja schon mal bekämpft. In seiner Menschengestalt. Der war nicht übel. Und ja. Beim letzten Mal haben wir nicht ganz dodgen können, aber jetzt schauen wir mal, wie wir das angehen. Das wird dann schon irgendwie werden. Das Einzige, was man weiß, man muss in ihm reindodgen, damit man keinen Feuerdamage steckt. Und er spielt Tennis mit uns. Das weiß ich auch noch. Ja, wir müssen natürlich jetzt erst wieder eine finden, gell? Das ist bei Hoffen ja klar. Na genau, da spielt er Tennis mit uns. So zauberhaft die Rückhand. Moment, ich schau gleich.
Ja, okay, das wird sowieso nix. Pizza Steve, merci dir für deinen Resub im 4. Monat. Bist da schon dabei? Danke dir. Weiterhin willkommen in der Barzig und viel Spaß mit den Mods. Vielen lieben Dank. Mal frühstücken, Ripsi, danke dir für deinen Lurk und Lust Schmecker. Ja, der wird jetzt eine Zeit dauern. Wie gesagt, ich bin noch ein wenig kalt, ne? Bin noch nicht warm gespielt. Seine Patterns habe ich nicht mehr im Kopf, wann er was genau macht. Also es wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir da wieder drin haben. Der ist aber tatsächlich richtig gut. Also mal ein Boss, der wo uns ein wenig mehr aufhalten wird, als wir die ganzen anderen Traumtänzer vorher. Vor allem seine Haltung bricht halt nicht so einfach. Vielleicht muss man da ein wenig näher an ihm dran bleiben. Das kann natürlich auch möglich sein, gell? Oder ist das vielleicht sogar schon der Endboss? Das kann natürlich auch möglich sein, ja? Jetzt haben wir zumindest schon mal mit Haltung probiert. Das ist ja schon mal was. Ich verbrauche einfach jetzt noch 2 Heilungen, das ist das Problem. Und sein Pattern ändert sich ständig. Der war nein, den habe ich nicht kennt.
Ja, der ist schon gescheit zach. Leck mich am Arsch. Der ist schon wirklich zach. Du kriegst seine Heilung, also seine Gesundheit fast nicht runter. Das ist Wahnsinn. Beziehungsweise gibt's bestimmt irgendeinen Trick, wie man den noch leichter machen kann, aber den sage ich halt jetzt gerade einfach auch nicht. So, fertig, Sounds raussuchen, vielleicht Marshall als Welcome sein. Ja, da kannst du dann auch mal reinflexen, wenn man gerade bei der Anmoderation ist, gell, Mr. Option? Das tust ja du ganz gern, habe ich gehört. Also, wenn ihr verzeiht mir, weil unter dem Bosskampf kann ich nicht so stark auf den Chat schauen, aber ich glaube, das ist für euch hier völlig verständlich. Ah! Den schaffe ich nicht. Der Hit ist so dermaßen behindert, wenn er so hoch steigt. Den kriege ich nicht rein. Na, perfekt. Wenn aber noch 200 Punkte ab, ja, die streamt jetzt noch eine Rede und kannst dann hast du es sofort wieder drin. Ja, perfekt. Ich will noch unseren Angriff wieder nennen. Perfekt. Kannst dann auch kein Follow-up nicht mehr, weil er sofort dagegen geht. Ja, warum ist der jetzt nicht gegangen? Irgendwie so in der Phase, wo er jetzt ist, ziehst du ihm irgendwie überhaupt keinen Schaden nicht. Das ist brutal. Ja, und dass ich halt natürlich nichts gedodged kriege, trägt halt jetzt natürlich auch nicht unbedingt zum Erfolg bei, gell? Und ich verbrauche in der Phase unfassbar viel Heilung. Ja, das kann jetzt an der Stelle schon wieder nichts werden. Ich hab keine Heilung mehr, komm ich killen. Du kriegst seine Haltung so schwer hoch. Irgendwie, weiß auch nicht. Perfekt. Ja,
Ich verbrauche 2 Heilung. Ich verbrauche noch im Phasenwechsel einfach unfassbar viel Heilung. Ich weiß irgendwie nicht, wie du den aus der Feuerphase wieder rausbringst. Das ist ganz komisch. Du kannst den irgendwie... Du kriegst den nicht gedamaged. Ich weiß nicht, dem seine Haltung hochzubringen ist gerade unfassbar schwer. Ich weiß gerade nicht, wie ich da ein bisschen dagegen gehe. Sein Haltungsbalken ist gefühlt immer so klar. Und bis ich ihn wieder hochbringe, also ich bringe ihn hoch ungefähr so weit und dann schrumpft er wieder zusammen. Und ich weiß nicht, wie ich den konstant nach oben bringe. Weil er lässt mir keine Öffnung nicht, dass ich mal irgendwo ein bisschen angreifen kann. Also der ist schon richtig zach. Der ist schon richtig zach. Kriegt einfach leider nichts gedodged, gell? Oh, das gibt's doch nicht. Die kriegen nichts gedodged. Oh, der Angriff, der ist so lächerlich. Da kommt mir gerade so vor, wie wenn man nah an ihm dran ist, dass es ein wenig einfacher geht. Nicht um viel, aber... Ich krieg den nicht gedodged. Der Steigangriff, den was er da macht, den krieg ich ums Verrecken nicht gedodged. Der ist ein Gegner, der Angriff. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Jetzt ist seine Haltung, die habe ich doch eigentlich schon ganz oben gehabt und jetzt wieder ganz herunter. Oh Mann, ey. So, jetzt ist seine Haltung komplett weg und ich weiß nicht warum. Mescalin, habe die Ehre. Wie geht's da?
Ich verbrauche halt einfach so viel, ich verbrauche so viel Heilung, das ist unfassbar. Hey, wait a minute, bei dem bringend. Ah, okay, Moment einmal. Okay, ich glaube, ich weiß. Die Mistsau funktioniert genau andersrum. Ja, der Mistsau machst du nur Haltungsschaden, wenn du normale Angriffe machst und nicht Haltungsangriffe. Das ist mir jetzt gerade eben aufgefallen, wenn du leichte Angriffe auf den machst, geht der Haltungsbalken brutal nach oben. Und wenn du Willensangriffe machst, die wo normalerweise Haltungsschaden machen, passiert gar nichts. Aber die von der Hebe... Ihr seid so fertig. Ja gut, okay, bei dem bringt also Willensschaden gar nichts. Du musst einfach normale Angriffe machen. Jawohl, da geht der Haltungsbalken weg. Haben wir schon. Na, sechs, und gleich wird's leichter. Weil es gibt's ja nicht, dass du den seine Haltung nicht irgendwie in den Tee bringst. Noch ein Haltungsangriff wäre Spur, wenn der Balken voll ist. Servus, Trick, guten Morgen. Chill doch mal, Alter, was ist mit dem? Alter, was... Alter, ich seh heute nix. Jetzt habe ich so viel Heilung braucht. Aber das ist jetzt das zweite Mal, glaube ich, dass ich da heute bin.
Trico, ist gut bei dir? Ja, geht halt instant wieder in die Phase. Aber ich sag gerade, der Multilink-Command gar nicht ausgeschaltet. Da muss man mal an. Oh, das ist doch mies, wenn er 2 in Folge macht. Wie soll denn das kontern? Okay. Oh, ist der ein Pain, ohne Witz. Also das ganze Spiel bisher war eigentlich richtig einfach, aber der ist dafür... Okay, der ist auf richtigem Souls-Niveau. Leidig dauert immer mit dem Nacken halt. Wegen dem Nacken? Was, Entschuldige der Nachfrage, was genau fehlt? Ah, das Viech ist lästig. Der hätte eigentlich so leichte Move-Patterns, aber ich bin einfach dämlich, dass es deflect. Irgendwie glaube ich, dass die Waffen teilweise nicht wirklich, das Angriffsmuster von der Waffen passt da irgendwie nicht auf den Boss. Ja, ich stelle mir da weiter, aber richtig totschaut. Ja, komm, gleich anfangen. Brauche ich gar nicht aufhören. Ich werde so oft unnötig getroffen, das darf mir in der frühen Phase nicht passieren. Ich habe über ein Jahr Nackenschmerzen, also kann den Kopf kaum bewegen. Oha, aber du bist schon in Behandlung quasi, oder wie? Also ich gehe jetzt mit davon aus, ne? Zweimal beim Physio, wenn es aber nicht besser waren. Aber Rezept hat doch E6-Behandlungen, glaube ich, oder? Ich glaube, da tun wir mit der Waffe tatsächlich ein bisschen leichter. Du hast 2 Rezepte, okay. Also du hast ja... Also warst du jetzt zweimal beim Physio oder hast du jetzt insgesamt nur... hast du jetzt insgesamt noch 10 Behandlungen, oder wie? Kriegt den Angriff nicht. Ja, die Waffen ist ein wenig besser gegen ihn. Die macht zwar weniger Schaden, aber ich bin flexibler, was meine Deflex angeht. Oh.
Okay. Oh, das ist so gottlos! Warte, wo krieg ich doch Schaden? Oh Gott, wo haben wir jetzt so Schaden gekriegt? War schon 12 Mal anschließend immer Fangor als Wärme. Und es wird nicht besser? Ja, das hört sich aber dann für mich persönlich eher da noch haben, wenn es da irgendwie... Wenn es da nicht einfach irgendein Ding war. Einfache Verspannung. Jetzt pass auf, jetzt muss ich es mal anders probieren. Jetzt nehmen wir mal NPCs mit, ob das einen Unterschied macht. Muss ich jetzt einmal schauen, ob das wirklich einen Unterschied macht. Weil mit normalen Angriffen kriegst du seine Haltung besser in Tee. Oder er hat Wasser. Schauen wir mal, ob's dann besser wird. Es gibt's ja nicht. Du gehst im Bosskampf und wirst gleich mal instant dreimal für irgendwelche Idiotenangriffe getroffen, die wo eigentlich easy zum Dodgen haben. Oder der andere ist die haben ja beide schon hin. Ja, okay, das war wieder eine selten dämliche Idee. Ja, okay, gut. Die zwei halten noch gar nichts aus. Füße vom Fußball hat es am Donnerstag kurz angeschaut und meinte, da ist eigentlich. Ja, gut, warst du schon mal vorher irgendwie in Physiobehandlung? Warte mal, wen haben die da jetzt da... Achso, sieht man jetzt nicht mehr? Okay, warte mal. Hä, aber wie sagt denn ich... Ich nehme jetzt mal sie mit, weil sie hat irgendwie ein Haus Eid-Level. Keine Ahnung, ob man das irgendwas bringt. Keine Ahnung, müssen wir mal probieren. Aber die haben alle drei fast One, alle zwei fast Two-Hit oder so. War schon oft wegen meinem Rücken beim Physio, also jetzt zweite Jahr eigentlich mindestens. Ja, Rückenbehandlung beim Physio, das kenne ich. Ich bin ja auch Rückenpatient. Ich hab da auch oben wieder Probleme. Ich hab jetzt zum Beispiel im Juni habe ich wieder Termine. So, dann habe ich deren. Wie geht's da? So, das kann nur er kaputt machen, okay. Ja, okay, bin ohne Hilfe definitiv besser drauf. Ich bin da ohne Hilfe definitiv besser drauf. Definitiv. Normiert sonst gut? Ja, das kenne ich. Aber schön, dass du einer schaust. Ich hoffe, bei dir ist alles fit soweit.
Okay, Hilfe ist raus. Ich bin ohne Hilfe besser drauf. Mr. Werb! Grias Eiches Flauschis Herz. Werb, merci dir für dein Resub beim 17. Monat. Holy shit, da kennen einige die schon saulang dabei haben. Danke dir, weiterhin viel Spaß und willkommen in der Basi-Gang. Weiterhin. Du kommst zum härtesten Wulong-Boss ever. Ich brich an dem gerade, ich schaff ihn nicht. der vermöbelt mir einfach gnadenlos. Ich komm nicht durch. Ja, ich schaff's irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Er ist mir irgendwie eine Nummer zu schlau. Kein Scheiß, der Boss ist richtig ekelhaft. Der ist richtig ekelhaft. Ja, perfekt. Danke dir, Digga. Was ist das aber für eine Drecksmeldung da von Microsoft? Okay, jetzt das zweite Metallcontroller. Das hat er vorher auch gemacht. Das hat mich vorher komplett hops genommen. Der schaut zwar im Versuch am vielversprechendsten aus. Der Name haben wir sich gedacht. Oh, reicht es? Oh, Herrgottsseele. Oh Mann, endlich ist der Bastard down. Oh, geh weiter, hey. Es ist ein ekelhafter Boss gewesen. Also der war wirklich auf Souls-Niveau. Danke, Leute.
戦乱の元凶を知った俺は浮津討伐を決意した。 Oder ich hoffe, ich muss nicht 相 noch 手 mit は ihr 弾 kämpfen. 薬をばらまき妖魔を操る狂乱の同志。生きては帰れぬ。俺を育んでくれた里の者、そしてたった一人の肉親は巻き込めない。里を飛び出した俺は忠誠を装って董卓のもとへ潜り込み浮津の動向を探った。仮面の奥に真意を隠して弾薬をビウへ運ばせ諸侯に広まるのは防いだものの Das sauber zu 浮 viel 津 aus. の行方は一向につかめず焦った俺は賭けに出た。弾薬を奪い使わずにいれば浮津は姿を現すはず。策は当たった。だが俺の力は奴に一歩及ばなくった。俺を倒したつわものよ、浮津を撃て。妖気の根を断つはお前に託す。 Also ich muss wirklich sagen, der Lu Bu ist mit Abstand der stärkste Boss gewesen jetzt. Mit Abstand. Also gerade die Form jetzt als Pferd, die war schon geisteskrank. Da jetzt mit Sicherheit, weiß ich nicht, 25 oder 30 Versuche, wenn es gelangt. Ja, 30 Versuche, da jetzt fast behaupten hätte, habe ich da braucht. 炎症に気をつけろ。そして妹を頼む。兄さん。たくましくなったな、交渉。呂布殿は貴殿を巻き込まぬよう苦心されていた。全てを背負い一人で戦っていた。Habe ich auch lange nicht gecheckt, dass das Geschwisterhand. Also zagerteifig, wenn ich mich am Arsch. Richtig zäher Teufel. Also, er ist noch weiter von weg ein richtig harter Souls-Boss zum sein. Also, an einen Ishin zum Beispiel kommt er lang nicht dran. Aber er gehört schon zu den stärkeren Bossen da, die Boss. Also er ist, wie gesagt, Minimum auf Dark Souls Niveau. Minimum. Gut, der andere nicht, waren sie bei ihm vielleicht leichter, weil ihr wisst, ich mache einfach keine Bosse, die wo so verzögert zuhauen. Und das tut ja der. Und der haut ja eigentlich nur verzögert zu, überwiegend. Also 80% von seinem Pattern ist richtig langsam eigentlich. 兄者と駅徳も行方がわからぬ。関羽殿、貴殿さえ良ければ一時曹操殿の世話になるのはいかがか。劉備殿を探すにもまずは目の前の敵を撃たねばならん。Hey, der Prinz. Wer sind Sie? 様の星が落ちると。 Ach, das ist die Schlangentussi, da, die wo wir schon mal bekämpft haben. Ja, genau. 何かの兆しでしょうか。 Stimmt, das war die Medusa. Die wo wir da mal irgendwo im 3. oder 4. Level haben wir die, glaube ich, gemacht. Anvertrautes Erbe. Nice. Aber jetzt bin ich aber wirklich froh, dass ich den hinter mir habe, ehrlich. Ich hab kurzzeitig gedacht, ja, das wird halt den ganzen Stream ausfüllen. Ja? Aber Gott sei Dank sagen wir noch was anderes. Mich darf mal interessieren, wie lang geht jetzt das noch? Ist jetzt das, kommen da jetzt noch 8 Level oder ist jetzt das schon langsam dann doch einmal das Finale? Ich hätte jetzt eigentlich schon fast gedacht, dass der Lu Bu der letzte Boss ist, aber da kommt ja wohl noch was.
Also der komische Taoisten-Dingenskirchen da, der wo dahinter steckt, das ist ja dann wahrscheinlich der 袁 allerletzte. 紹は突如曹操領へ南下し呂布が所持していた大役を奪い取りま Du す bist dann aber mal los, muss mich fertig machen für das Stadion, flaschig bleiben und nur ein schönes Wochenende euch. Danke dir, Trick. Ich wünsche dir viel Spaß beim, ich gehe mal davon aus, Fußball. Und dir natürlich auch ein schönes Wochenende und schön, dass du einer geschaut hast. Vielen lieben 圧 Dank. 倒的劣勢に陥りますが彼の小生は輝きを失っていませんでした曹操は将兵たちを鼓舞し存亡をかけた反撃に打って出ます So viel Katzen, die wo kein Mensch versteht. Super neblig ist auch noch, perfekt. Warum müssen sie die eigentlich in einer Krise immer hinknien? 百本のそれがしにご工場に報いる機会をお与えくだされ。敵将を討ち取ってご覧に入れる。兵はいくらいる？ Alle. 一 Alle 人 Männer. のみ。所望いたす。袁紹は手強い。気をつけよ。 Müssen wir jetzt mit dem Windelkopf quasi das Level machen, oder wie sehe ich das? 天の星は今誰を示しておる？この戦が終われば明らかになりましょうこの白馬は渡河の要所の一つ。制すれば敵の増援を抑えられますね。その通り。劣勢を覆すために曹操は死力を尽くすだろう。俺たちの狙いは別だ。親父を殺してやると言って出すぞ。Ein freudscher Versprecher ist, wenn man Margarine auf sein Brot schmiert, man aber Mutter wollte. 17 Monate Baptiste Fichte 4 Herz Dabat 1 Flauschig Dabat 1 BSC Hubs. Fichterli, der war nicht schlecht. Fichterli, vielen lieben Dank für dein Resub, auch schon im 17. Monat. Alter, heute schneidet's wieder ganz schön viel einer, die wo da richtig lang dabei hängen. Vielen, vielen lieben Dank für den ganzen Support. Dankeschön. Weiterhin willkommen natürlich in der Party-Gang und natürlich auch weiterhin viel Spaß mit den Emotes. Wie geht's da? Schön, dass du einer schaust. So. Ist jetzt das die letzte Mission, ist die Frage. Ich hab keine Ahnung. Ja, nehmen wir die wieder her. Alles bestens und bei dir. Das freut mich zum Herrn. Soweit alles gut. Wir haben jetzt gerade eben einen Lubu endlich niedergestreckt, der wo ziemlich stark war. Und ja, aber ansonsten alles tutti fein. Das Einzige, was halt meine Stimmung ein kleines bisschen trübt, ist, dass ich halt noch nicht arbeiten muss. Aber sonst ist alles im Grünen. Irgendwer beschießt mich da, der da oben. Genau, spring auf den Spitzpfeiler, das ist eine gute Idee. Ja, jetzt chillt's mal, jetzt hat zwar schon wieder 2 Gegner auf einmal. Oh, ist ein neuer Gegner aus, oder?
Wärst du denn erst den Windelkopf da verhauen können, oder? Weiße Fahne. Ob du wie viele Spitznamen hast du für Fichteli eigentlich mittlerweile schon? Rotmundli, Racheli, Brandali, Weiße Fahneli? Hab ich was vergessen? Ah, da ist der Baum weiß atmend, das heißt, da kann man auffliegen. Oh, das machen wir mal sneaky peaky. Hey Seven! Wunderschönen guten Morgen. Du hast da einige? Ja, das ist mir generell schon auf. Ich hab so gesehen, dass da oben geht. Muss aber mal einen Lurky-Lurk. Danke dafür. Wo haben wir denn jetzt eigentlich? Und was ist mit dir da oben eigentlich verkehrt? Mumpitzli habe ich vergessen, richtig, ja genau. Ja okay, ich wollt mich zwar eigentlich noch woanders umschauen, aber das hilft jetzt immer. Ja, genau immer dann, wenn ich mich heil. Alter, bist du dumm da drum? Was ist denn mit dir? Lauf doch an dem Baum vorbei. Bist du nicht auf die Schule gegangen oder haben's die bist du lang auf der Teerstraße gelebt oder was ist mit dir? Der hat's ja nicht. Du kehrst eigentlich direkt heimgeschickt. Was du. Ja, hast du es jetzt auch mal geschafft? Du schießt dir extra und Pfeil ins Piper rein, damit du es einmal kennst. Du Volldepp. So alle fit? Ja, selbstverständlich. Also ich kann nicht klagen. Ich hoffe, bei dir passt soweit aus. Und sei Habitäre. Bei dir passt aus? Sehr schön, genau das möchte ich hören. Das freut mich immer, wenn es meine Chat-Teilnehmer aus der Community gut geht. Grüß gut, ich komme einer, her nur Flucher, geiler so. Ja, ist doch wahr. Weißt du, er meint, er ist ein Megakrieger und dann bringt das nicht einmal zusammen, dass er 2 Zentimeter neben dem Baum vorbeigeht, der Vollidiot, der. Doch langt's mir, weißt du schon. Da tun sie mal so, ich bin super Krieger. Dann können sie am Baum nicht vorbeilaufen. Da platzt sie. Da zuck ich aus, ganz ehrlich. Oh, hi. Normalerweise sollte ich dich verrecken lassen, weil du gar nichts kannst. Schattenkind habe ich dir, grüß dich gut. Ja, wo lang geht's denn heute? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann er da. Wir haben es am Lubu vorbeigeschafft. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Errungenschaft für den heutigen Samstag. Wie geht's da? Alles gut bei dir? Kurz Lurk, weil Finanzen, Chat mit der Sis. Ja, passt schon. Danke dir für den Lurk. Kümmert sich erst einmal um die Finanzen. Das ist wichtiger.
Ja. Tun wir den schneller Pfeilbogen her. Oh, das hat mir irgendwie ein Kopfschuss, der keinen Schaden macht. Das ist perfekt. Oh, da ist ein Tiger. Oh! Ja, okay, los jetzt noch wirklich da. Der kann wirklich gar nichts. Also bei der nächsten Flagge gehst du heim, das garantiere dir. Das ist eher nichts nutzt, wie die kann ich überhaupt nicht brauchen. Ganz ehrlich. Macht mehr Schwierigkeiten als wir gut. Einmal mal anziehen. Hat schon geholfen. Das war kein Kopfschuss, das war Knack. Ja, die muss gelangen. Ich hab gehört, ein Knackwatschen ist schlimmer als wie ein Kopfschuss. Oh. Die werden im richtigen Winkel einsetzt, ne? Die Knackwatschen. Da fällt der Kopf ab. Ganz automatisch. Ja, hast du es gesehen? So macht man effektiv Gegner. Ja? Kannst du in deine Memoiren reinschreiben oder ins Berichtsheft, weiß ich nicht. Weifi, guten Morgen, grüß dich Gott. Party-Stream während der Autoreifwechsel ist besser als Musik, Flucher, wo es geht, aus dem Nichts. Mhm, die Nachbarn sind auch was wunderbar. Vor allem, wenn man es nur hört und nichts sagt. Soll ich mal Hörspiele vorlesen? Was darfst du da davon hätten? Hä? So auf Spotify irgendwie so, oder auf Audible irgendwie so auf Borisch. Weiß ich nicht, ob ich mir da singen darf, keine Ahnung. Ich glaube aber fast nicht. Oh, da ist eine Flagge, sehr gut. Du kannst schon blocken, aber verbrennen du es trotzdem, du Hamdauer. Darfst du so hören? Ich glaube, ich darf richtig geflammt werden für meine Aussprache. Ja, Gegend ist schon schön, gell? Da kannst du nichts sagen. Jetzt brauchen wir aber dann langsam mal eine große Flagge, damit wir mal unsere ganzen Elixiere ausgeben können. Oder unser Key, whatever. Unten ist jetzt. Basically so überall jetzt.
Zauberhaft. Ah, da haben wir ja gemacht. Okay, ja gut. Ich mir jetzt das Set abhauen oder was? Wow, wo war denn der? Okay. Ja, mal umschauen, ne? Weil du musst ja irgendwo noch Loot geben, ne? Das muss so sein, geht nicht anders. Die Frage ist, von wo müssen wir eigentlich lang? Wahrscheinlich da. Da müssen wir hinter, normalerweise, weil dort Map gezeigt. Nach Adam und Riese. Und wahrscheinlich gibt es dann da. Aha. Perfekt. Ja, das war ein ganz schlauer Gewinn, der Robert. Das ist noch ein großer. Ah, kann man da einen Shortcut aufmachen? Ist es im Bereich des Möglichen? Wahrscheinlich schon. Ah ja, das ist der Shortcut. Okay, perfekt. Er lebt ja... Achso, das ist ein anderer. Au. Wo ist denn der hergekommen? Okay. Weiß man jetzt eigentlich schon, wo es lang geht? Ich hab keine Ahnung, weil ich sag das ganz ehrlich, wie es ist. So, auf alle Fälle, du Kasperlkopf. Also jetzt erst mal aufleveln, das ist mir das Allerwichtigste. So, und jetzt? Wie heißt denn du Volldepp überhaupt? Kennen Sie ja keinen aus mit den ganzen chinesischen Namen. Der Guan Hu, ja genau. Oder Guan Yu, wie auch immer. So, bist entlassen, Zupfte. Braucht kein Mensch den Idioten. Ich glaube, der Bazi ist den Wortwitz mittlerweile schon leid. Schlimm was. Ist ja recht, wenn es einem gefällt. Das ist ja das Wichtigste, ne? Muss man sich immer im Hinterkopf halten. So, mal anzünden, Geschmeide, weil draußen ist kalt. Oh, da ist noch einer gekommen, okay. Ja, voll. Easy. Aha, ich komme auf und du gehst oben. Ah, recht. Dreh die Tour mal um, bitte. Dankeschön. Oh.
Ist nach wie vor ein schönes Spiel, kann man nichts sagen. Definitiv, also ich kann jetzt vom Setting her, von der Grafik, von der Optik, von der Spielmechanik her, ich kann nicht schimpfen. Ich kann wirklich nicht schimpfen. Also es gibt ein paar so Sachen, die da die anders machen, ja. Aber ansonsten ist bisher eigentlich ein gelungenes Spiel. Oh, das ist auch ein Shortcut, oder was? Okay. Nur, dass ich halt jetzt mal wieder nicht weiß, wo es lang geht. Ne? Ich bin mir nicht sicher, wie da einer will. Nein, du darfst dich nicht, das kannst du gleich hängen. Das ist auf alle Fälle eine Flagge drin. Gut, dass ich kaum noch Schaden kriege. Gut, perfekt. Ja, und da unten ist wieder... Okay. Da ist wieder die Tür, wo wir vorher eben waren. So heißt, wenn wir... Ach, der Idiot ist... Ach, von da ist der hergekommen. Der ist einfach da oben gesprungen. Ach, da schau her, ja, schau her, macht das auch schon wieder einen Sinn. Siehst du es da? Man muss nur wissen, wie. Der hat nur darauf gewartet, dass ich da unten vorbeirenne. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh. Ja, komm halt dein Fotze. Ruhe auf den billigen Plätzen. Ich mag das nicht, wenn Gebiete so weitläufig sind. Der ist gut weiter, da die behaupten. Oh, da hinten ist eine Flagge, das ist gut für uns. Wo ist denn jetzt da das andere Vieh, was da gerade umeinander gestiefelt ist? Das war doch gerade da unten, oder nicht? Lol. Ach, da ist er. Gib mir bestimmt auch Sneaky Peeky von hinten mal. Langsam mal schleichen und dann eine Puppe. Easy. So, da oben ist eine Flagge, da geht aber die Lord dann ab. Beziehungsweise das ist nicht rund. Okay, also ich muss einmal außen rum gehen. Da hinten. Oh, das ist so ein Vogelfiech. Vogelfiecher haben nicht so gut. Ich nicht mehr drauf. Oh, hi. Der Spell ist halt einfach auch OP, ne? Wifi, danke dir, mach ich gleich. Ah, kriegst du es da und schon kann man die dritten da auch belassen. Mehr Flaggen. Es geht nur noch eine kleine Flagge, what the fuck? Ja, eins nach dem anderen. Schauen wir mal, da hinten geht es dann wahrscheinlich weiter. Schauen wir mal da lang. Aha, da schläft einer.
Den merken wir aber halt einfach auch nie, ja? Was war das? Kaffee einschenken oder Bier einschenken? Egal, in beides. Oh, Schadenkind, kennst du als ASMR einschenken bei uns auf dem Kanal noch nicht? Kennst du das noch nicht? Kein Stress, nur dass du das Dringen nicht vergisst. Weißt du, was ist? Wifi, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, dass du daran denkst, dass ich nicht dehydriert war vor der Kamera. Sehr lobenswert. So, da hinten ist wieder eine Flagge, die scheint eine große zum sein, da zeigt eine Map hin. Das heißt, wir schauen uns da unten noch ein wenig weiter um. Sollte ich dem mal ganz dezent Pfeil ins Kreuz einschießen, hä? Stirb! Oh, in the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Zünd dich an, ey! Wow. Na, kenn ich nicht, bin zu 90% auf Lurk. Schattenkind, dann kannst du jetzt gleich was vorbereiten. Ne? Ich werde dann gleich was sagen dazu. Das ist von der anderen Seite jetzt, okay? Alles klar? Frage, Prinz Maps, wenn ich den Arschgeier da jetzt mache? Wahrscheinlich eher nicht. Hab ich da irgendwas davon effektiv? Ist da irgendeine Flagge, die ich noch brauche? Mal schauen. Ich hab mir gesagt, dass Feuer OP ist. Boah, leck! Oh mein Gott, wie der hat mich jetzt erwischt. Hab ich der wieder. Ja gut, dann haben wir da jetzt alles, oder wie sage ich das? Gut, jetzt gehen wir schnell an die Flagge, da muss ich ja dabei 4 ASMR einschenken. Ich hab abgesehen davon nichts zum Trinken da. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Das sind ein paar. Ja, ich seh klar, Hauptsache du da oben rutschst schon wieder irgendeinen Scheiß runter. Wie komme ich da irgendwie rauf? Du, deine Zauberei, das kannst du vielleicht gleich aufhören. Wir haben nicht in Hogwarts. Verpiss dich. Ach, wie schön, dass wir noch wieder dackeln. Oh! Stimmt, wollte jetzt gerade nachfragen. Mike, wie geht's? Was macht dein Bein? Wie geht's am Fuß? Oh, das ist ein Flammenteufel. Ha, ich hab Eis dabei. Ich wirf so lange mit Schneeballen, bis du Gefrierbrand kriegst. Hoppla. Wieder nicht.
Jetzt aber. Oh, der lebt da noch. Au. Seriously? Erinnerst. Heutzutage kann kaum herrschen, aber nichts, was sich nicht daran erinnern kann. Donnerstag ein MRT-Termin, so lange muss ich noch aushalten. Ach du Scheiße. Mike dann auf alle Fälle an der Stelle gute Besserung, gell? Und übertreib's nicht. Ja. War jetzt auch wieder ein sehr geistreicher Kommentar, Basi. So. Jetzt hau ich mir schnell meine ganzen Elixiere da oder Ki auf den Kopf, Seelen, whatever. Und dann hol ich mir schnell was zum Trinken. Dann muss man ASMR einschenken und Schattenkind. Du gehst entweder jetzt noch zum Bieseln oder holst dir jetzt kleiner was zum Trinken. Eins von beiden. Ein Kommentar mit anderen. Der war jetzt fast noch schlimmer als wie meiner. Wollt's nur angemerkt haben. So, ich bin sofort wieder am Start. Ne? Mit der wir noch ein bisschen weiter waren wir dann schon noch. Also bis auf eine halbe 12, halbe 3, 12, ziehen wir schon noch durch. Ne? Bis gleich. Ich bin in 2 Minuten, nee, 30 Sekunden wieder da. Weiß jetzt nicht, ob das genau 30 Sekunden waren, aber ich glaube, ich bin in der Zeit. So, jetzt passt's auf. Also, folgendes. 22, Wifi, as always, du erwischst dabei die frische Flaschen. Ne? Schattenkind, du hast jetzt Premiere für dich. Ja? Du erlebst es gerade jetzt live in vollem Bewusstsein zum ersten Mal. Da geht jetzt eine kleine Triggerwarnung raus. Für alle, die das vielleicht noch nicht so mitgekriegt haben. Ne? Die einen oder anderen kennen das ganze Prozedere schon, aber es gibt ja doch immer wieder welche. Vielleicht der Seven, der, wenn er noch da ist, der hat das auch noch nie mitgemacht. Da geht jetzt eine kleine Triggerwarnung an euch raus. Ja? Alle, die wo jetzt da sitzen, vom Bildschirm, vom Handy, vom Tablet oder sonst irgendwo oder vom Radio, die werden jetzt wahrscheinlich gleich Bieseln gehen müssen, die wo es noch nicht gewähnt haben. Und alle, die wo noch keinen Durstneckcode haben, die werden jetzt dann gleich einen haben. Ja? Also nicht, dass man hinterher Beschwerdebriefe wieder ins Postfachel flattern. Ne? Ich sag's euch lieber gleich dazu. Jetzt hätte ich fast was Wichtiges vergessen. Ne? Dann war es nämlich in die Hosen gegangen. Das wollen wir ja natürlich nicht. Mikrofonfilter ausschalten. Ja? Rauschunterdrückung raus, Noise Gate raus. Ja? Ganz wichtig, sonst funktioniert der Effekt nicht so. Ne? So, und jetzt aufgemerkt, da fangen wir schon mal an. Ich ahne es, du geiler. Gut, die sprudelt zugegebenermaßen nicht so geil wie der Schwipschwapp, aber das eigentliche kommt ja jetzt. Ne? Das ist eine gute angranzte Metallica-Becher. Muss auch sein. Ab und zu mal. Aufgemerkt. Boxen auftragen, Freunde der Sonne. Zauberhaft. Wenn das nicht zauberhaft ist, dann weiß ich es halt aber wirklich auch nicht mehr. Gell? Könnt ihr euch bei der Wifi bedanken für alle, die wo jetzt rasen müssen. Prost, Bazi Gang, Wifi, danke dir. Auf euch. Ich wünsche euch ein schönes verlängertes Wochenende, das ich leider nicht habe, weil ich noch den Tabak geben muss. Aber es hilft ja nicht. So. Freunde der Sonne. Und jetzt der mal weiter, hätte ich gesagt.
damit wir noch ein paar Meter machen. Ich habe es am Anfang vom Stream schon angesprochen, ich will das Spiel allmählich fertig bringen, damit wir mal wieder Luft für was Neues haben. Ich weiß auch schon ganz genau, was unser nächstes Projekt wird. Hashtag Fledermaus. Vielleicht kann sich da der eine oder andere was vorstellen drunter. Und wenn nicht, dann wird sie nur noch erfahren, was es ist. Ne? So. Schreibt ein Hektoliter Kaffee in den Chat. Dann habe ich dir Lifehack Pro-Tipp. Erst rum einschenken, dann schaut es cool an, nicht so. Ja, dann kommt ja der Effekt nicht so um. Das ist ja auch nichts. Seven, eine Frage. Hast du das Spiel schon durchgespielt? So. Wo geht's weiter? Da auf zu wahrscheinlich. Da kommt aber jetzt hoffentlich nicht schon ein Boss. Schaut aber nach Boss-Arena aus. Natürlich kommt da ein Boss. Was ist das Level, wo ich erst gemacht habe? Okay, also du kannst mir quasi auch nicht sagen, wie lange das Spiel noch geht. Okay, alles klar. Was ist denn das? Der Baumbad oder was? Ja, perfekt. Es ist jetzt ein Doppelboss, oder wie sage ich tatsächlich? Erinnert mich irgendwie an Ornstein und Smaug aus Dark Souls. Hey, warte mal, Holz brennt doch gut, oder? Wo gehst du her? Aua. Okay. Der andere hat nichts anderes zu sagen wie zum Tanzen. Das ist eigentlich jetzt der erste gut für mich. Oh. Au. Ich glaube, du bist hier. Aha. Brudi, mit dem haben wir aber jetzt nicht geweckt, gell, dass du den anderen wiederbelebst. Das ist aber alles das Unflauschig, was du da jetzt betreibst. Die Preisfrage ist jetzt, muss man die beide gleichzeitig killen oder muss man nur den Kleinen killen, damit er den anderen immer wiederbeleben kann? Das ist jetzt die eigentliche Frage, die ich mir stelle.
Damage jetzt einfach beide mal ein wenig runter. Also einfach. Einfach ist einfach gesagt. Yo, chill. Nix. Ah, haben wir schon kleiner nicht geschlagen. Wie ist denn das so? Aber cool. War ein cooler Boss. Hat mir gefallen. Danke. Hat's wieder am Heimweg, passt, trotz vorsichtig. 遠心にはかつて清流が天より舞い降り人に囚われたという伝承があるらしい。まさか兄者がそこに。その伝承の地を訪ねる旅というのも一興であろう。風車に繋がれていた馬を連れてまいりました。関戸が Roter Hase lebt. Lieber roter Hase als falscher Hase. Warum heißt eigentlich ein Pferd Hose? Verstehe die Frage nicht. Ich nenne doch mal. Warum sprechen Chinesen Japanisch? Weil ich es so eingestellt habe. Findest du mal das? Den echten Hasen. さすがは関羽殿。旅に出るなら選別を与えねばなるまい。この関羽。 Ja, du bist eh gut weiter, du Windelkopf, du. Seven, das ist ja sehr ehrenhaft von dir, dass du nicht spoilern möchtest. Sehr zauberhaft. 文鳥を助けてやってくれぬか。Ich finde es gerade ein bisschen ungerechtfertigt, dass der andere Zipfel-Adam, der wo ungefähr überhaupt nichts gemacht hat, der wo irgendwie mit seiner Lanznummer anschimmelt, so ein geiles Pferd kriegt und ich krieg irgendwie so 0815 Standard raus. Ich wo die ganze Drecksarbeit mache. 生きていたか。早々にくら替えしやがって。 Was ist denn mit ihm jetzt? 待て、駅徳。その兄者の居場所が分かったのだ。適当なことに言ってんじゃねえぞ。 Alter, trinkt so eine miteinander und passen tut's wieder. 嘘はつかぬ。この清流円月島にかけて。そう来られちゃう。 Apropos nennt man die Leute am Chiemsee eigentlich Chiemnesen. Weiß ich nicht, ich als Halb-Chiemnese weiß ich das zurück und klingelt die Rassismus. Ja, jetzt hast du was angefangen. Schattenkind, jetzt hast du was angefangen. So, bist jetzt du wieder...
da ist nicht Wasser drin, so irgendwie ist es in der Flaschen. So, ich reise einmal schnell kurz zurück in unseren Hut, damit ich mal wahlweise unsere Waffen oder Rüstungen aufwerten kann. Weil wir haben einen Rang 9 Stahl und einen Rang 9 Leder gefunden. Sollten wir mal verwenden, das ganze Zeug jetzt. Boah, der Spezi treibt ganz schön. Halb ersoffen. Das kannst du jetzt zu die Bossauer Innstadler auch sagen. Also, ich weiß nicht. Der hinkt ein bisschen. Damn, wir brauchen 3 Stück und haben nur 2. Aber einen Bambusbogen und unser gelb schultrige Armbrust kann man auch aufwerten. Aber dann nehme ich lieber einen Bambusbogen. So einen Helm nehmen wir noch. Nehmen wir auch noch mit, perfekt. Passau haben ja trunken. Hey, nur den Stadler, gell? Vorsicht! Das war damals so cool, also cool war es natürlich nicht, aber wie das krasse Hochwasser war 2013, 14? 13, glaube ich, war oder 2012, ist eh wurscht. Da haben sie jetzt Studenten quasi so einen coolen Slogan ausdenkt. Also müsst ihr euch vorstellen, die ganze Innenstadt und Fußgängerzone und so weiter und so fort ist alles unter Wasser gestanden. So, und jetzt lagert sich da natürlich bei einem so krassen Hochwasser, wie es dort damals gewesen ist, enorm viel Schlamm ab. Ne? Und natürlich waren da ein Haufen Freiwillige und viele Einsatzkräfte natürlich bemüht, da den ganzen Schlamm da wieder wegzuschaffen. Ne? Und Studenten, und das habe ich richtig cool gefunden, den Slogan, dass man da in der Situation einfach nochmal seinen Humor behält. Die haben ein Plakat aufgestellt und ungelogen, ich habe leider kein Foto nicht mehr von dem Plakat. Die haben ungelogen auf das Plakat geschrieben, lieber Schaumlippen küssen als Schlamm schippen müssen. Top. Da geht ein Plus an Studenten im Wasser aus. Also das haben sogar alle mit Humor genommen. Da hat jetzt keiner gesagt, also wie kann man denn sowas schreiben? War halt wirklich so. Sau gut. Ja, das war wirklich cool. Also da hat jeder wirklich seinen Humor behalten. Die Situation war richtig scheiße und da haben enorm viel Schaden davongetragen und teilweise sind Existenzen draufgegangen, auch Firmen und so weiter und so fort. Aber das hat wirklich jeder mit Humor genommen und sogar der Bürgermeister hat gesagt, also Hut ab von dem Willen mehr oder weniger einfach positiv zum Denken. Wo sind die Klimakleber, wenn mal ein Hochwasser am Start ist? Das ist eine gute Frage. Aber es war eine schöne Aktion vorher. Also kann man auch mal klatschen. Wenn man auch sonst oft über die Studenten schimpft, aber das war wirklich cool. Ja, jetzt schauen wir mal, da geht's dann da nach oben. Hey, für was kann ich denn dann da auf? Also, das ist ja völlig irrelevant. Oh, das ist ja der Stachelsauerin. Au.
Wie kommt die Witze drauf? Schimmelt der einfach im Eck umeinander, möchtest du es nicht glauben. Ich gehe mit dem Hund aussehen, hoffentlich bist du dann noch da, wieder eine längere Runde, falls nicht, habt dann alle einen geilen Tag. Seven, vielen lieben Dank fürs Einschauen. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr da sein, weil ich wahrscheinlich in einer halben Stunde spätestens ablenke, weil ich heute noch in die Arbeit muss. Aber ich wünsche dir viel Spaß beim Gassi gehen und dir natürlich auch ein schönes, verlängertes Wochenende. Ich hoffe, wir hören uns wahrscheinlich dann morgen in der Früh, weil morgen werde ich dann weiter streamen, also mit Wulong. Ich will Wulong, wie gesagt, jetzt fertig kriegen, schon Start. Aber danke dir. Wie viel Hand da herum? Was war bist dabei? Sehr schön. Dann sage ich jetzt einfach mal frech bis morgen. Was machst du denn, dass du heute noch arbeiten musst? Ich bin Zerspannungsmechaniker und bei uns brennt die Bude ab vor lauter Arbeit. Und da das jetzt mein letzter Samstag ist, an dem ich überhaupt generell nur Zeit habe, habe ich jetzt gesagt, ich gehe jetzt heute nur rein und dann war es das für mich dieses Jahr für freiwillige Wochenendarbeit. Weil bei mir nächste Woche geht bei mir Tennissaison los. Das heißt, Sonntag ist sowieso streamtechnisch dann wahrscheinlich raus. Für die nächsten 2 Monate. Und da das Wetter halt nicht so geil ist und Frau Bazi auch den ganzen Tag nicht daheim ist, aber man dachte, ja komm, baust ein bisschen Überstunden auf. Ich muss aber dazu sagen, es ist kein ganzer Tag nicht. Ne? Also ich gehe um 3:08 heim. Also ich bleibe halt nicht bis um 10 in der Firma. Okay, das schaut mir an, wenn dann da... Okay, ich muss ja doch, da kommt man dann immer wieder raus. Drehmaschine oder Fräser? Ja, man kennt's. Aber geschmeidig, wenn es freiwillig ist. Ich bin ein Dreher. Ich bin Drehtechnik. Samstag mehrere wie 6 Stunden kommt für mich nicht in Frage. Ganz vergessen. Ich muss halt dazu sagen, es ist halt... Mittlerweile haben sie mir auf den Trichter gekommen, dass es sich eigentlich lohnen würde fürs Gemüt der Arbeiter, wenn man das entsprechend entlohnt oder belohnt, wenn man freiwillig arbeitet, weil jetzt haben sie mittlerweile das checkt, dass wenn ich jetzt Überstunden mache, dass die Zuschläge instant auszahlt werden und nicht erst, wenn du einen gewissen Stundenwert in der Woche, im Monat zusammenbringst. Es war ja so bei uns früher, ich als 17-Schichter habe 160 Stunden zusammenbringen müssen im Monat, damit ich überhaupt Anspruch auf meine Zuschläge dann habe als Mehrarbeiter. Ne? Mittlerweile haben sie das gestrichen. Jede Stunde, wo ich jetzt Mehrarbeit mache, kriege ich sofort die Zuschläge. Das heißt, ich gehe halt 6 Stunden in die Arbeit, kriege aber 12 Stunden Zeit. Von daher... Ich muss aber auch dazu sagen, Spätschicht dann am Samstag ist ja auch keine reguläre Schicht nicht. Also das ist ja normal... ist ja diese 18. Schicht und 18 Schichten gibt es ja so bei uns nicht. Alter, du blöde Staubstatue, du gehst mal auf den Sack. Alter, der hat ein Bewegungspattern wie ein Stecker, ohne Witz. Ich bin froh, dass bei mir keine Samstagsarbeit mehr in Frage kommt, nie wieder. Ja, du beneide dich auch nicht drum. Ich habe ja einen Monat, also einmal im Monat habe ich einen regulären Samstag, das ist nächste Woche, da muss ich Frühschicht machen, das ist für mich ein Regelarbeitstag. Und einmal im Monat habe ich einen Sonntag-Nachtschicht, das war eigentlich morgen, aber da ja Feiertag ist, muss ich erst Montag anfangen. Und da gibt es dann wiederum auch 2 Stunden gewaltig Zuschläge, weil 2 Stunden Feiertag. Bereitschaft einmal mehr, aber that's it. Ja, wie gesagt, ich beneide dich drum. Naja, wenn man sich was dazu verdienen will, ist das natürlich genial, wenn man Zuschläge kriegt. Ist natürlich motivierend, wenn nichts außer
ausschaut, wer will das. Genau das ist. Und da haben sie bei uns in der Firma, also die Betriebsräte haben dann der Geschäftsleitung einmal auf den Zeh angestiegen, weil die Geschäftsleitung immer so der Meinung war, ja, geben wir ihnen halt vielleicht ein bisschen mehr Geld und nicht mehr Stunden. Und dann haben da halt immer am Betriebsrat gesagt, so, spinnt's ihr, die Leute wollen einfach daheim sein. Die wollen etwas haben von ihnen Stunden und nicht von, weil, also jetzt übertrieben gesagt, verdienen tun wir alle in unserer Firma nicht schlecht. Ne? Mal klar, mehr kann es immer sein, brauchen wir nicht reden, aber sagen wir so, ich kann mich, was finanziell angeht, nicht beschweren. Alle, die wo ein wenig in meiner Branche arbeiten, die wissen, was ich meine. Ja, ich will jetzt da nicht länger ins Detail gehen. Jetzt, wer wirft denn da so Trickert? Der da oben, den hat aber jetzt gleich da, gell? Dass da 15 Schichteln aufgehört und bereist das kein bisschen. Ohne Witz, ich hab auch schon gesagt, ich werde das nicht bis ans Ende meiner Arbeitstage da. Ich werde das vielleicht jetzt noch, sage ich mal, maximal 20 Jahre da und dann gehe ich auf den Paragraphen. Sei wie bin. Uns wollten Samstag nicht mehr Pause zählen und dann wundern, wenn jeder. Ja, da kannten sie mich halt auch kreuzweise. Bei uns war es so, vor Corona, da wo es richtig eskaliert ist mit der Arbeit und so schaut es aus, dass es jetzt auch wieder wird, haben sie von der Firma aus, da haben sie hergegangen, das war richtig stark, haben sie dann hergegangen, wenn du Spätschicht gemacht hast, hast du 15 € von der Firma gestellt gekriegt, damit du dir Essen kaufen kannst. Also wir haben dann immer hergegangen, ein Budget, 15 € pro Person, der wo in der Spätschicht war, hast du dann zum Beispiel eine Pizza bestellen können. Das war richtig stark. Du hast die Rechnung dann quasi bei der Geschäftsleitung eingereicht, das hast du zurückgekriegt. Das war halt, so kannst du halt einfach, so kannst du bei der Belegschaft auch mal ein bisschen beliebt machen. Ich drehe seit Anfang des Jahres im Grunde ja keine schlechte Haken, kann mich auch nicht beschweren. Klar ist viel los, aber gleichzeitig mit komplett freiwilligen Überstunden ist halt fast unbezahlbar geil. Yes! Mei, weißt, ich kann mich, was meine Arbeit angeht, die wo ich tatsächlich tun muss, ich darf mich da nicht beschweren, weil ich hab eigentlich eine Überwachungsfunktion, so mehr oder weniger. Ich muss, ja, wenn's blöd läuft, zweimal in der Schicht Platten wechseln, ja, und ich muss halt schauen, dass die Maschine läuft. Und alles andere macht die Maschine, die messt sie selber, ich muss zwar schon kontrollieren, ob die Maschine auch richtig messt, aber im Endeffekt ist es so, ich schieb vorne zwei kleine, rohe und hinten kommen fertige Teile raus. Also ich hab das Glück, einen sehr gemütlichen Arbeitsplatz zu haben. Ne? Klar, wie gesagt, ich habe Verantwortung, ich muss schauen, dass die Teile dann auch letztendlich passen, aber das muss ja jeder in unserer Branche, der wo Zerspannungsmechaniker ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt quasi jedes Teil angelangen muss, jedes Teil messen, jedes Teil irgendwie verlohnen oder wie auch immer, noch ein Stickel, das ist nicht so. Also ich hab's tatsächlich gut erwischt. Ja, auf der Maschine arbeite ich jetzt... Ja, das ist jetzt das 3. Jahr. Die müssen jetzt halt schön stark mal alle kapieren. Ja, das stimmt, Wifi. Das müssen uns halt alle einmal kapieren. So, jetzt muss ich aber mal schauen, nicht, dass wir wieder irgendwas übersehen, aber normalerweise nicht. Kommen wir eigentlich nicht stark aus. Bei uns ist es ungefähr, wir sind Prototypen fertig und im Rennbereich. Kleine Stückzahlen, aber abwechslungsreich. Ja, das ist auch nicht schlecht. Du hast halt jeden Tag, bei mir ist halt der Nachteil so, ich mache halt jeden Tag dasselbe. Ja, ich habe unterschiedliche Positionen mit 3 verschiedenen Durchmesser, aber ich glaube, ich habe 19 verschiedene Positionsnummern. Aber es ist grundsätzlich immer die gleiche Arbeit. Dafür habe ich es halt gemütlicher. Bei dir ist es halt genau andersrum. Du hast halt jeden Tag was anderes. Du hast quasi abwechslungsreiche Arbeit, dafür musst halt du Blacksack glauben, so auf die Art. Ja, der Zeit in der Arbeit geschubst die LKW-Fahrer zu besuchen. Wenn du gerade kommst, wenn ich nicht umbaue, dann ja.
Großserien hat mich auch immer aufgeregt. War lieber der Umbauer und Einrichter. Da ist wenigstens Zeit vergangen. Ja, das, wie gesagt, wenn man halt sowas macht wie S2, dann ist der Vorteil, dass die Zeit sehr, sehr schnell vergeht, aber ihr habt's halt voll drin. Ne? Ihr müsst halt, ja, permanent in Anführungszeichen hacken. Ja? Ich kann mir halt dann auch mal 2 Stunden hinsitzen, so auf die Art. Also jetzt übertrieben gesagt. Es hat, wie gesagt, alles hat seine Vor- und Nachteile. Bei uns hat halt eine Serie 48 Stück und meistens bei uns auf der Maschine ist eigentlich gang und gäbe, dass du mindestens 2 Serien von einer Position hast, weil sich das sonst einfach nicht rentiert. Also 96 Stücke und je nachdem, also wenn ich jetzt den großen Durchmesser drauf habe, dauert ein Wagel, also eine Serie, nicht ganz 3 Stunden. Also wenn ich es dann richtig gut erwische, ist, wenn ich Kim frisch umbaut, an Platten frisch und ich habe 2 Serien vom großen Durchmesser drauf, dann habe ich 6 Stunden praktisch, naja, Überwachung, so auf die Art. Wie gesagt, außer es bricht der Platten oder es passt irgendein Moos ab vor mir nicht mehr. Aber, naja. Es ist halt aber Best-Case-Szenario, ne? Ja, Imagine 8 Stunden Rüstzeit. Was habe ich Rüstzeit? Wenn ich Platten wechselt und Position ändere. 20 Minuten? Okay, wo lang? Okay, das ist ein reiner Irrgarten. Dann werden wir durch das Tor durch müssen. Oh, das ist eine Flagge, da schon her. Ah, das war klar. Okay. Wenn du gescheite Rüstmappen und Programme hast, geht das aber schneller, aber das dauert überlegte Auftragsplanung erfahren und das hat irgendwie nie hingehauen. Ja, der rote Faden, der zieht sich irgendwie durch jede Firma oder durch jede Firma, die was mit Stahlbearbeitung zum tun hat. Imagine sinnvoll. Oha! Imagine sinnvolle Auftragsplanung. So, die Frage ist, was bist jetzt du? Du bist der Warzensau auf 2 Füßen mit einem Hammer, oder wie sage ich das? Was blitzt? Whatever. Maschine ist von 97, richtig Retro. Meine ist von... Oh, Drachenkristall, nice. Meine ist von 2003.
Quatsch, 2005. Also noch relativ neu. Wenn ich mir bedenke, dass wir mit Maschinen in der Arbeit haben, die wo aus den 80er kommen. Und die laufen immer nur, ne? Das ist Shortcut, okay. München und Sus ist sauer in Bilder, die sie. Andi, habe die Grüße. Aha, da invasiert mich etwa. Die Frage ist, von wo kommt der? Ah, der Hund ist er. Ja, der soll mir aufkommen. So, kannst gleich mal einen Fireball fangen. Ja, sonderlich weit bist du nicht gekommen. Das ist ein typischer NPC, wie man braucht. Ja? Der geht gleich mal drauf. Ja, der schaut nicht lange umeinander, der erkennt Gefahren, bevor er sich überhaupt zeigt. So, da hinten ist eine Flagge, das ist gut, das passt dann perfekt. So. Schafft den Wolfsschädel heran. So, Windelkopf. Ich habe eine Moral von 24, holy shit. Okay, da geht's nicht drüber, okay. So, da hinten ist die Flagge, aber wie kommt man da jetzt hin? Ah, indem man da auch versteckt wahrscheinlich. Ah! Das ist wieder so ein Feuergegner-Typ, wie auch immer. Und das ist Truhe, okay. Ja, machen wir das Viech da runter noch schnell geschwind. Ah, das ist wieder so ein Feuerdämon, du bringst nichts mehr, wenn man anzündet. Ranger! Perfekt! Hätten wir so gar nicht besser erwischen können. Ja, jetzt übrigens Maximalmoral. 25, höher geht's nicht. Gut, Freunde, ich glaube, das passt aber genau. Wir machen dafür heute einen Cut. Da tun wir morgen weiter. Hätte ich fast behauptet. Es ist 11:30, das passt wirklich perfekt. Haben wir genauso hingekommen, wie wir das vorgestellt haben. Also nicht ganz so, aber. Pass auf, mach ich da mal schnell
geschwind zu. So. Servus und bei. Servus, Steph. Was da, Lök, oder bist jetzt gerade erst reingekommen? Geil ist auch immer, wenn man beim Konturprogrammieren die Maschine aufhängt, weil die Pixelgrafik zu viel Prozessorleistung braucht, so viel richtig Retro-Feeling einfach. Hab Gaudi drauf. Wir müssen jetzt mal versuchen, ob du Super Mario World noch spielen kannst drauf. Sei, bist du gerade da? Na, gerade reingekommen? Ei. Gibt's bei dir gibt's erst Montag wieder Content, ne? So. Ja. Für das, dass heute ein spontaner Stream war, der wo ich eigentlich gar nicht geplant habe, war es doch ganz zauberhaft. Ja, Montag so ferngesund. Ei, dann wünsche ich da an der Stelle auf alle Fälle noch eine gute Besserung. Ich weiß jetzt nicht, Mod-Check, haben wir ein Motto? Wahrscheinlich gerade nicht. Also ich weiß, dass zwei im Lurk haben, aber ich weiß nicht, ob die aktiv sind. Kommt Space Invaders bestimmt. War mir geil. Kommt der Programmierer, du spielst Space Invaders. War bestimmt cool. Na gut, da muss ich schnell selber. Freunde der Sonne. What the fuck? So sollte es eigentlich nicht sein. Jetzt halt. Leute, schaut mal beim Dev vorbei. Professioneller Monster Hunter Spieler. Mein Lehrmeister, was Monster Hunter angeht, also unbedingt da mit draufschauen. Däumchen geben, ja. Support ist kein Mord, Däumchen ist umsonst, hilft jedem Streamer unfassbar stark. Auch mir und so wie jeden anderen Streamer auch. Und weil ich halt so gute Laune habe, dann schaut's beim Dampfi auch gleich noch vorbei. Wir planen oder haben wir schon einen Koop geplant, der wird demnächst stattfinden. Ja, hab ich euch versprochen. Ich werde mir an das Versprechen halten. Was für Speise jetzt letztendlich wird, das seht ihr dann. Und ja, werden wir hinkriegen. Captain Dev kenne ich nicht, Andi, draufschauen. Genau, ansonsten, ja. Sage ich an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich habe ein Lubu geschafft. Yay, das war mein Ziel heute. Wir werden da an der Stelle morgen weiter. Wie gesagt, ich will das Spiel langsam zu Ende bringen. Und dann schauen wir mal, was das nächste Projekt wird. Ja? Mir hat es gerade das Internet geschossen. So weder oder schon Richtung Raid. Shoutout-Welle oder schon Richtung Raid? Ich habe jetzt 2 Shoutouts gemacht für den Def und für den Dampfe. Ja. Mach noch eine Shoutout-Welle, das passt ihm schon. Das passt ihm schon. Moment, die warten wir noch ab. Eine gute Shoutout-Welle, die können wir noch abwarten. Das glaube ich, das passt. War ein guter Start den Tag. Ja, wie gesagt, ich hab's eigentlich gar nicht geplant gehabt. Ich bin in der Früh aufgekommen und hab Frau Batzi gesagt, sie fährt auch viel über rein zum Pferd und ich denke mir so, ja, was tue ich jetzt? Einfach herwarten, bis das in die Arbeit gehen muss, ist irgendwie auch Standard. Das war leck. Mir fällt gerade ein, das war der erste Pre-Spätschicht-Stream, den ich jemals auf meinem Kanal gemacht habe. Das hat es vorher nicht gegeben. Das habe ich noch nie gemacht. Ist zwar ein wenig traurig, dass das an einem Samstag ist, aber naja, besser spät als nie. Genau. Freunde, da geht eine Shoutout-Welle durch den Chat. Einer davon ist zwar jetzt Tobit, aber das macht nichts. Tobit halt besser. Schaut bei den Like gerne mal drauf. Das sind alles Leute aus der Community. Machen alle sehr, sehr guten Content, machen alle zauberhaften Content. Also bitte dort mir den Gefallen, schaut bei den Leuten drauf, drückt mal ein Following, schaut ab und zu mal bei einer vorbei, die haben es wirklich verdient. Da könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr gute Unterhaltung auf Twitch sucht. Ja? Und Def gern. Nicht für das. Jederzeit. Ja, da haben noch einige. Gut, ich schaue jetzt einmal schnell, wer live ist. Jetzt bin ich mir nicht sicher, macht. Okay, das ist. Nein, wir raten heute an YBO. Wir raten heute an YBO. Der YBO streamt nämlich, der baut nämlich Handy. Irgendwas mit Handy modeln, tut er.
Sony Ericsson, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Oder so, generell. Ich weiß nicht mehr. Ist eh wurscht. Hat er gestern im Discord auf alle Fälle gesagt gehabt, wir tun heute einen YBO raiden. Ja, der YBO ist schon lange Teil unserer Community. Er ist Mod bei mir. Streamt nur ab und zu mal, das macht aber nichts. Der darf sich narrisch gefreien. Lasst du auch gerne mal ein Following da. Ja, der hat unfassbar viel Ahnung, was PC und so Zeug angeht. Also wenn es da irgendwie mal Hilfe braucht, dann ist wahrscheinlich eher der Letzte, der wo sagt, nein, ich helfe nicht. Also wie gesagt, gern das Däumchen drücken, wer es noch nicht da hat. Ja? Das gleiche gilt da übrigens auf meinem Kanal. Druck auch bei mir gerne noch aufs Following, wenn du es noch nicht da hast und dir das ein bisschen gefällt, was ich da betreibe. Wir haben ja immer noch unterwegs Richtung 290 Follower. Das ist eine ziemlich lange Durststrecke. Ja? Beziehungsweise eigentlich haben wir Richtung 300 unterwegs, aber man muss ja kleine Ziele haben. Genau, schau auch gerne mal auf meinen Discord vorbei, das sei postet jetzt gerade. Schau da gerne mal drauf, kriegst alles mit, was mir und mein Stream angeht. Außer wenn es spontan ist, dann kriegst du es nicht wirklich mit. Und sonst habe ich dabei nichts zum Sagen. Recommand ist auch im Chat. Für Subs und für Non-Subs. Also gerne einfügen, also kopieren, was braucht und dann beim YBO einfügen. Und genau, mehr habe ich nicht zum Sagen, außer dass ich euch einen schönen Samstag wünsche. Ein schönes Wochenende, ein schönes verlängertes Wochenende. Wir hören uns dann sehr, sehr bald wieder. Also in dem Fall morgen um 10 Uhr. Da werden wir mit Vlog weiter. Und ja, merci fürs Zuschauen. Danke für den ganzen Support, für die ganzen Resubs. Heute an einige langmonatige Bazi-Gang-Mitglieder wieder daherkommen mit einer Resubs. Mit einer Resubs! Meine Fresse! Danke dafür. Und jetzt schleicht euch. Viel Spaß beim YBO und bis morgen. Viert euch. Und danke nochmal. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Muas ma anu mucha. Ist ja ein Kapitalverbrechen, wenn das nicht mindestens einmal im Stream vorkommt. Ich verstehe die Frage nicht. Viert euch. Danke dir.